Ich bin ganz christlich aufgewachsen. Ich hatte 3 jüngere Geschwister und ich habe wirklich ein gutes Zuhause. Und obwohl meine Eltern mir mega den Glauben beigebracht haben, ich eine coole Kirche hatte, ich gute Freundinnen dort hatte, hat es so Ups und Downs gegeben, auch in diesem Leben. Ich hatte zum Beispiel nicht so gute Beziehungen zu 2 von meinen Geschwistern und es ist über Jahre so gegangen. Und ich bin dann weg von zu Hause. Ich habe eine Jüngerschaftsschule gemacht und habe dann dort auch mega eine Herzensveränderung erleben und auf meine Geschwister zugehen. Auch als ich mal noch im ICF Kambodscha einen Einsatz machen durfte, habe ich wirklich dort wieder Gott mega spüren und den Schritt auf meine Familie zu machen. Und wo wir dann mal wieder am Schwätzen waren, meine Schwester und ich, haben wir so ein bisschen gemerkt durch unsere Beobachtungen, dass in unserer Familie voll nicht so schnell umarmt worden ist. Oder dass man vielleicht mal zusammen auf dem Sofa einfach gesessen ist und geschwätzt hat. Das hat man nicht so gross gemacht. Und uns hat das wie angefangen beschäftigen und haben wir gefunden, ja komm, lass uns mal das mit der Familie besprechen. Für mich hat das geheißen, ja, irgendwann dann mal, wenn es sich eine gute Gelegenheit gibt, vielleicht so in ein paar Wochen, Monaten. Und eine Woche später war Muttertag, die ganze Familie war zusammen und meine Schwester sagt am Schluss vom Essen, Tabitha und ich wollen noch etwas besprechen. Und ich dachte, nein, jetzt ist doch alles gerade so gut gewesen und wir hatten eine gute Gemeinschaft gehabt und es ist schon gut gelaufen. Und ja, nachher sagt sie das, dass wir das beobachtet haben. Und ich konnte erzählen, wie das für mich ist. Also, wer mich kennt, weiss, dass ich nicht gerade die bin, die alle umarmen. Ich bin jetzt nicht so, ja, der körperliche Mensch, der da eben so nah ist. Und meine Schwester braucht das zum Beispiel mega. Und wir haben dann, jeder hat dann aus der Familie erzählen. Und wo wir so am Erzählen sind, ist viel mehr hochgekommen als nur das, was wir vielleicht in den letzten paar Jahren gerade erlebt haben und gemerkt haben, das ist bei unserer Familie so, aber bei anderen nicht. Und jeder konnte erzählen, wo er mega verletzt worden ist in den letzten Jahren, unbewusst durch andere. Zum Beispiel, wenn ich einmal heimkomme, wenn ich von der Wege zu der Familie heim bin, hat es immer geheißen, kommst du essen? Und nein, ich komme einfach schon einmal vorbei. Oder den Muttertag haben wir auch nicht so mega geschätzt. Also wir haben meine Mami nicht so geehrt an diesem Tag. Und sie hat sich das viel mehr gewünscht. Und wir haben dort mega Vergebung aussprechen und Verletzungen bekennen und uns auch entschuldigen, wenn wir betroffen waren. Und es hat unsere Familie, obwohl wir es gut hatten, in ein mega neues Level hineingebracht. Und um das geht es heute am Abend genau. Es geht um das Thema Familie. Und was mich mega berührt hat, ist, klar, ich bin in die Familie gekommen und ich konnte es nicht auswählen. Aber jemand hat mich schon ausgewählt, bevor ich überhaupt in die Familie gekommen bin. Und das war Gott. Und im Psalm 139 lesen wir, du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor der erste begann. Er hat mich geschaffen, nicht weil er mich gebraucht hat. Er hat die ganze Welt gemacht, Tag, Nacht. Alles. Und er hat gedacht, okay, ich glaube, ich brauche Tabitha noch, weil sie mir helfen muss. Nein. Er wollte eine Beziehung mit mir haben. Er wollte eine Beziehung mit dir haben. Darum bist du da. Und wo du dich entschieden hast, Jesus nachzufolgen, ist er dein Vater geworden. Du hast einen aktiven Schritt gemacht. Du hast ihn auch gewählt. Und du bist schon erwählt gewesen. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber vor einer Woche haben Eva und Mark geheiratet. Und sie haben sich einen Ehering an den Finger da. Das ist ein Zeichen, der Start in ihr neues Leben, in ihr neues Kapitel. Und bei uns ist es eigentlich genau gleich. Jesus beschreibt uns als Kirche, du und mich, als seine Brut. Und als Zeichen, als äußerliches Zeichen, dass wir Jesus anerkennen, indem er gestorben ist für uns und auferstanden ist für uns, dass wir frei sein können, wir uns taufen lassen. Ich weiss nicht, ob du dich mit dem Thema Taufe schon mal auseinandergesetzt hast, aber das ist wirklich das äußerliche Zeichen, dass du zu dieser Familie Gottes gehörst. Also wenn Jesus dein Vater ist, dann bist du nicht nur in einer biologischen Familie da auf der Welt, die mega schnell zerstört ist durch Verletzungen oder durch Distanz oder durch Scheidung,
sondern du bist in eine geistliche Familie hineingeboren worden. Und das lesen wir auch im Galater 3,26. Nun seid ihr alle zu Kindern Gottes geworden, weil ihr durch den Glauben mit Jesus Christus verbunden seid. Also wirklich eine Familie, wo Ewigkeitsbestand hat. Auch lesen wir weiter, einige von uns sind Juden, andere nicht Juden, einige sind Sklaven, andere frei. Aber wir haben alle denselben Geist empfangen und gehören durch die Taufe zum Leib Christi. Das ist im 1. Korinther 12, 13. Das ist so ein starkes Statement, wenn wir mit der Taufe das einfach noch proklamieren. Ich meine, wir haben jetzt gerade Pfingsten gehabt, da haben sich bei den ersten Pfingsten 3000 Menschen gerade getauft. Ich meine, das muss unglaublich gewesen sein. Ich weiss nicht, ich habe so Kolleginnen, wenn ich im Kino bin, und es ist so eine tragische Szene, jemand stirbt oder eine Trennung oder so. Und ich weiss schon, ich kann das Nasentüchchen zücken, weil da läuft es schon runter. Und bei mir ist einfach nichts. Und ich habe mich da mal auch gefragt, ich bin so hart oder so kalt. Aber was mich so berührt, ist, wenn viele zusammenstehen für etwas, auch wenn es nur im Film ist, wenn irgendetwas Schlimmes passiert und die Leute sich zusammennehmen, gehen zusammen für etwas freiwillig, sind sie unterwegs. Das tut so etwas in mir berühren, auch wenn ich es irgendwo unterwegs sehe. Da drückt es bei mir dann auch auf Tränen oder auf Tränendrüsen. Ich kann da gar nichts machen. Aber es ist so stark, wenn andere miteinander gehen. Und das ist auch so stark bei unserer geistlichen Familie. Die ist so gross und hat so viel Einfluss. Und was sagt Jesus über die geistliche Familie? Er sagt, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid oder dass wir seine Kinder sein dürfen. Jesus sagt nicht, die Liebe soll so ein Teil sein von eurem Leben. Nein, die Liebe ist das Wichtigste in unserem Leben als Christen. Das soll uns auszeichnen, das soll uns verbinden, das soll rausstrahlen und in die Welt rausgehen. Und auch der Paulus tut das mega stark beschreiben, zum Beispiel im 1. Korinther 13, wo er über die Liebe redet und er sagt, hey, alles ist nichts wert, wenn es nicht mit der Liebe gemacht ist oder gemacht wird. Er sagt auch im nächsten Kapitel, im 14, die Liebe soll euch das höchste Ziel sein. Wir haben es vorher gehört, auch in diesem Interview. Die Heime sein, da lernst du Liebe nicht zu leben. Wenn du ganz allein bist, vielleicht bist du mal in der Isolation gewesen, jetzt während Corona, da kannst du nicht Beziehung leben, da kannst du nicht rausgehen. Und das ist so wichtig für uns Christen. Als ich mich mit dem Buch auseinandergesetzt habe und über das Thema Beziehungen und was es heisst, die Gottesbeziehungen oder die Beziehungen der Gottesfamilie zu haben, ja, ist mir einfach aufgefallen, wie wichtig das ist, dass ich meine Beziehungen zum Leben bringe. Ich bin verantwortlich, dass meine Beziehungen laufen. Ich bin verantwortlich, indem ich Zeit investiere. Zeit ist so ein grosses Thema. Zeit kommst du nicht zurück über. Zeit, die läuft einfach. Wenn ich mich investiere in meine Freundschaften, heisst das, ich treffe mich mit meinen Freunden. Ich frage nach, das braucht Zeit. Ich schreibe vielleicht eine Nachricht, das braucht Zeit. Ich sehe vielleicht ein Geschenk oder ich brauche ein Geschenk. Ich gehe suchen, ich überlege mir, was könnte dieser Person gefallen. Das braucht Zeit. Ich setze mich mit der Person hin und wir reden einmal über, was wir für Erwartungen haben. Das braucht Zeit. Es braucht alles mega viel Zeit. Und die Zeit ist nicht verloren. Wenn du Zeit in Beziehungen investierst, ist das so wichtig. Das heisst, du gibst deine Bequemlichkeit auf, wenn du Zeit investierst. Zeit in deine Beziehungen. Im 1. Johannes 3,18 heißt es, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Das heisst auch für mich, wenn ich eine Kollegin habe, die zum Beispiel nicht mehr mag in 20s kommen, weil sie so einen strengen Tag hatte, dass ich bei ihr daheim vorbeifahre und das hole, was sie jemandem hätte geben müssen, da im 20s. Dann mache ich das gern, weil ich weiss, ich tue sie unterstützen in dem,
Ich zeige ihr, meine Beziehung mit ihr ist wichtig. Oder ich gehe in die Ferien mit einer Kollegin und sage, hey, oder wir machen im Vorhinein ab, wir lesen das Kapitel in der Bibel durch. Wir investieren zusammen Zeit und wir dürfen mehr über Gott erfahren. Oder wenn ich merke, eine Arbeitskollegin von mir hat in der Pause mega streng, weil sie noch Sachen vorbereiten muss, dann gehe ich vielleicht mit dem Kaffee zu ihr ins Schulzimmer und bringe sie ihr ins Schulzimmer, als dass sie zu mir kommt und bei mir das Kaffee trinkt. Im Galater 6,10 heißt es, solange wir also noch Zeit haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, besonders denen, die mit uns durch den Glauben verbunden sind. Wieso sagte Paulus das? Wieso sollen wir besonders unserer geistlichen Familie Sorge behalten? Irgendwie klingt das doch ein bisschen komisch, weil wir haben ja den Auftrag, in die Welt rauszugehen und dort erzählen von der guten Nachricht, dass Jesus gekommen ist und uns befreit hat. Aber wieso sollen wir nicht besonders auf die Leute zugehen, sondern ganz besonders auf unsere Mitchristen? Im Römer 12 beschreibt der Paulus die Kirche als menschliche Organ. Also jedes Organ hat eine Funktion im Körper, hat ein Ziel, hat eine Aufgabe. Und genauso ist es bei uns. Du hast eine Funktion oder eine Aufgabe im Körper, in dem Mensch, der die Kirche bildet. Der menschliche Körper ist wie ein Sinnbild für unsere Kirche. Und du und ich, wir sind die Kirche. Das heisst, wenn ich am Wandern bin, ich gehe mega gerne wandern, und ich habe Kopfweh, irgendwann ist mein Kopfweh wahrscheinlich so ablenkend, dass ich noch stolpere oder dass ich irgendwo meinen Arm aufkratze oder ich bin nicht mehr konzentriert. Und es ist nur ein Körperteil, der nicht ganz fit ist. Darum sollen wir besonders denen, die mit uns unterwegs sind, unserer geistlichen Familie Sorge halten. Schauen, wie es ihnen geht, mit ihnen mitgehen, nachfragen. Es braucht alles Zeit, aber es lohnt sich, weil wir wollen unsere Kirche, unseren geistlichen Körper, wir wollen schauen, dass es dem gut geht. Die Gemeinde ist nämlich da, wie vorher, jetzt ist mir gerade der Name empfohlen, Tosca, Entschuldigung. Genau, sie hat so stark gesagt, ich habe ein Verlangen gehabt, in die Gemeinschaft hineinzukommen. Die Kirche hat mich weitergebracht in meinem Glauben. Und für das ist es da. Dass die Kirche dich im Glauben stärkt. Dass sie dir hilft, Alltagssituationen zu meistern. Dass sie dir hilft, den Auftrag zu erfüllen, den wir hier in dieser Welt haben. Ich hatte mega eine strube Woche hinter mir. Ich habe einen Gebetschat, wo wir uns immer unterstützen, wenn wir irgendetwas Spezielles haben. Da können wir reinschreiben, wir sind nur das Dritte, aber dann kann ich sagen, hey, betet für das oder betet für das. Und ich weiss, da beten 2 für mich. Oder ich habe eine andere Freundin immer am Morgen auf dem Weg zum Arbeiten. Wir gehen einmal beide früh arbeiten, dann wir uns Audios hin und her schicken. Und dann können wir auch sagen, wenn einem etwas beschäftigt an diesem Tag, du die Person genau für das nochmal beten und dich freisetzen und dich segnen. Das sind geistliche Schwestern und Brüder, die schauen, dass es dem Leib gut geht. Man soll uns an der Liebe zueinander erkennen. Und ich weiss nicht, wenn du an deine Freundschaften jetzt gerade denkst, die du da in der Kirche hast. Vielleicht hast du ein paar, die mega gut laufen. Vielleicht hast du ein paar, wo du jetzt denkst, dort könnte ich mal wieder Zeit investieren. Vielleicht hast du Freundschaften, wo du gemerkt hast, hey, nein, das ist voll nicht gegenseitig, da tue ich mich nicht mehr investieren. Ich habe mich mit dem Thema Freundschaft mega fest in der letzten Zeit auseinandergesetzt. Und zwar immer wieder, weil es kommt immer wieder auf. Und ich habe so stark gemerkt, dass es so wichtig ist, in dieser geistlichen Familie Schwestern und Brüder zu haben, in meinem Fall vor allem Schwestern, wo du kannst alles mit ihnen teilen kannst. Aber wo du die Rahmenbedingungen festsetzt, wo du ganz genau sagst, hey, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann sehe ich mich da. Stimmt das? Du bist authentisch. Du fragst, hey, wenn du mit ihr dort mega viel Zeit verbringst oder mega viel abmachst und für mich voll keine Zeit hast, wie sieht es in unserer Freundschaft aus? Bin ich dir noch wichtig?
Man muss einen Rahmen setzen. Ich musste das mega lernen. Dann kann ich mich nämlich sicher fühlen in den Beziehungen, die ich habe. Dann kann ich mich selber sein. Dann kann ich zu einer Freundin gehen und sagen, hey, die Situation, wo du drin bist, ich bin im Fall voll neidisch. Und dann die Gedanken vom Neid, die haben keine Macht mehr, sobald ich es ausspreche. Ich konnte wirklich hingehen und sagen, schau, die Gedanken sind jetzt in den letzten Tagen die ganze Zeit in meinem Kopf gewesen. Und ich konnte es aussprechen. Und ab dann hat es gestoppt. Freundschaften, die wir haben, die in der Kirche sind, wo geistliche Brüder und Schwestern sind, die sollen so eine Sicherheit geben, dass du hingehen und sagen, hey, da sehe ich nicht gut aus, wenn das Licht auf mich fällt. Da habe ich vielleicht einen schlechten Gedanken. Oder da bin ich wieder voll zurück in die Sünde oder in die Sucht gefallen. Aber es sind Freunde, Beziehungen, wo du weißt, du kannst alles sagen und sie bringen dich wieder näher ans Herz Gottes. Sie gehen mit dir den Schritt. Sie unterstützen dich. Und auch das braucht Zeit. Wir haben eine Freundschaft nicht. Die Freundschaften, die ich habe ich nicht von heute auf morgen gehabt. Ich habe viel austauscht, wir haben uns getroffen, wir haben darüber geredet, wir sind zusammen in die Ferien gegangen. Aber es hat sich so gelohnt. Ich habe viel Zeit investiert. Aber in diesen Freundschaften kann ich mich sicher fühlen und kann ich so sein, wie ich bin. Und das ist so ein wichtiger Teil. Ja, manchmal ist es auch so, es klingt jetzt so mega, ich habe nur tolle Freundschaften. Nein, wir sind alle Menschen und auch in der Familie, wie ich gesagt habe, passieren Sachen, die nicht toll sind, Verletzungen. Das ist genau gleich in den Beziehungen mit Freunden oder mit deinen geistlichen Geschwistern. Wir sind alles Menschen, wir machen Fehler, wir verletzen einander. Aber die Frage ist, wie gehst du damit um? Der Rick Warren sagt in seinem Buch, reife Christen, die Versöhnung, Frieden und positive Veränderung anzielen. Und das stärkt deinen Charakter. Wenn du herausgefordert wirst, das könnte jetzt in der Kirche sein, wenn dich andere verletzen, wie gehst du damit um? Denkst du, so eine dumme Gans, ich komme jetzt nicht mehr, ich suche mir eine andere Kirche, dort wird es sicher besser? Oder schaust du darauf schauen, hey, etwas ist in mir nicht gut, es stimmt nicht überein. Gehst du hin? Redest du mit dieser Person? Oder ziehst du dich zurück? Gibst du diesen Verletzungen mega Raum? Gehst du dieser Konfrontation aus dem Weg? Kommst du nicht mehr? Das sind so Gedanken, die kommen so schnell. Hast du ein Muster, wo du reinfällst und du merkst, boah, die haben mich jetzt wieder voll verletzt. Wieso hat sie jetzt das wieder gemacht? Sie weiss genau, dass ich das nicht vertrage. Hast du es schon mal angesprochen? Es ist so wichtig, dass wir authentisch sind zueinander. Und dass wir dem Körper als Kirche Sorge haben. Wenn du es mit Brüdern und Schwestern nicht gut hast in der geistlichen Familie, wie soll denn unser Körper gesund sein und vorwärts gehen? Und ja, wir sind alles Menschen, aber wir haben so viel Vergebung erfahren durch Jesus und durch das Kreuz. Und wir sind nicht allein auf dieser Welt. Wir haben den Heiligen Geist, der uns so unterstützt und da ist. Er ist unser Ratgeber. Es gibt so viele Früchte vom Heiligen Geist, die wir haben dürfen und die wir in Anspruch nehmen dürfen. Wir sind nicht allein. Und du hast andere Brüder und Schwestern, die dir helfen. Und so können wir gemeinsam schauen, dass der Körper, dass die Kirche gesund ist. Wir sollen ein Wohlgeruch sein, sagt die Bibel auch, in dieser Welt. Der Wohlgeruch von Liebe. Im 2. Korinther 6,6 steht: Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht
unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wir haben die Zeit investiert, die Zeit in Beziehungen, die Zeit in einen Lebenswandel. Du bist bereit, dich zu verändern zu lassen in Beziehungen. Heute, vorher, als ich hier reingelaufen bin, habe ich die Maske aus dem Auto geholt. Und dann habe ich so zu mir gesagt, Mann, das ist die letzte Maske, weil ich gebe immer wieder Masken raus, vor allem wenn ich mit der Familie unterwegs bin. Und dann sagt meine Kollegin, du machst mega viel Selbstgespräch. Und ich dachte, was? Ich mache viel Selbstgespräch, das habe ich noch nie gehört. Aber das ist jetzt etwas, wo ich mich darauf achten kann. Und ich muss es nicht persönlich nehmen, das ist eine meiner besten Freundinnen. Aber ich kann jetzt mich darauf achten. Das ist jetzt ein kleines Beispiel, es hat vielleicht gar nicht so etwas Geistliches, aber gleich bin ich bereit, das Feedback anzuhören und zu bekommen. Weil, hey, im Himmel kannst du nicht das Geld mitnehmen, das du gespart hast. Aber du weißt, wie du deine Zeit hier auf der Welt investiert hast und wie du gegangen bist und wie du deine Beziehungen gelebt hast. Und auch das hat dich verändert. Das hat dich zu einem reifen Christ gemacht. Yes. Kirche ist ein Geheimnis für mich, wirklich, wo man ein bisschen für dich entdecken muss. Ja, wirklich, ich habe viele Freunde gehabt, die Kirche begeistert erlebt haben und irgendwann das nicht mehr gefunden haben, warum Kirche und für was. Ich merke, es ist auch noch schwierig, dass man über die Jahre wirklich begeistert in der Kirche wirklich sein kann. Und ich merke, je länger dass ich da dabei bin, desto mehr liebe ich wirklich Kirche. Du hast Kirche auch gern? Ich habe Kirche mega gern. Gell? Ja. Und darum haben wir gefunden, wir spannen zusammen Gell? Und geben euch die krassen 6 Tipps. 6 Tipps. Warum wir glücklich sein können, oder? Wie du kannst happy in der Kirche bleiben. Ist nice, oder? Mega nice. Also jetzt musst du aufschreiben, schreib dir die auf, wo du merkst, die sind für dich gut. 6 Tipps, die wirklich wichtig sind. Nummer 1. Tipp Nummer 1. Fokussiere in der Kirche auf Gemeinsamkeiten. Ich bin extrem stolz darauf, dass wir Kirchen sind, die mega divers sind. Wir haben Leute, die mega unterschiedlich sind. Wir haben Leute da, die so richtig Bünzli-Schweizer sind. Und dann auf der anderen Seite haben wir so internationale Freigeister da. Wir haben Leute, hast du jetzt mich angeschaut? Du bist der internationale Bünzli. Ja, du bringst so das immer zusammen. Nein, scheiße. Und ich merke, die Diversität, die liebe ich und die braucht es in der Kirche. Wir haben einfach auch Leute, die mega unterschiedlich sind. Ich bin jetzt in einer Small Group und wir sind so unterschiedlich, wie wir abstimmen jetzt im Juni. Mega unterschiedlich und das wollen wir so haben. Und der Punkt ist auch theologisch in unseren Ansichten, was wir wollen, wie wir denken und unsere Ansichten. Es soll unterschiedlich sein. Aber das geht nur, dass du happy dann bist mit all diesen Unterschiedlichkeiten, wenn du immer wieder fokussierst auf, was haben wir denn alle gleich. Und was wir immer alle gleich haben, und darum muss das im Zentrum sein, wir lieben Jesus. Wir haben ihn im Zentrum und haben ihn an erster Stelle. Und das muss klar sein. Und wenn du die Leidenschaft verloren hast für Kinder oder irgendetwas, kann es sein, dass das ist, dass du nicht mehr dir bewusst bist. Hey, wir da rein, schau mal um. Wir sind alle da, weil wir Jesus mega lieben und ihm nachfolgen. Und das macht Kirche so geil. Und darum die Gemeinsamkeit immer wieder ins Zentrum stellen von dem Fokus. Ja, der zweite Punkt. Ermutigen statt Kritik. Genau. Hey, Ermutigen ist eine der besten Methoden, die Pädagogen anwenden und auch Psychologen. Also warum sollten wir das nicht auch machen? Weil ich glaube, Eltern machen das bei uns als Kind und einfach an so vielen verschiedenen Orten. Und darum glaube ich, ist das einfach auch so ein wichtiger Punkt in der Kirche, wenn wir ermutigt werden, statt kritisiert werden. Hey, es setzt dich so frei, wenn du ermutigt wirst und wenn irgendjemand an dich glaubt. Wenn jemand an dich glaubt und sagt, hey, ich glaube, du kannst das. Ich glaube, du gehst da weiter und ich glaube, du kannst noch mal eins oben drauf geben, statt zu sagen, hey, warum hast du jetzt da nicht noch mehr gemacht und warum hast du jetzt nicht das auch noch gemacht, sondern zu sagen, hey, ich glaube an dich, ich glaube daran, dass du das schaffst und ich stehe mit dir mit aufs Spielfeld und schaue nicht einfach zu und sage, hey, ich glaube, das hättest du so machen müssen oder das Goal hättest du so schiessen oder wie auch immer. Ich glaube, wenn wir uns ermutigen, setzt das frei, setzt das einfach noch mehr in Gang und können wir einfach noch mehr in dieser Beziehung in der Kirche zu Gott wachsen. Aber Kritik ist ja auch gut.
Kritik ist auch gut. Und zwar glaube ich einfach, dass du gewisse Menschen hast in deinem Leben, wo du Kritik ausüben darfst. Ich habe ein paar enge Freundinnen, wo ich weiss, sie dürfen mich kritisieren, aber ich darf sie genauso auch kritisieren. Und das liebe ich, aber ich glaube gleich, dass und ich finde es auch wichtig, dass man das gleich weiterhin macht, aber ich glaube gleich, dass Ermutigung zu mehr Früchten führt als Kritik. Yes. Stark. Punkt Nummer 3. Ich glaube in der Kirche, ich bin ja schon lange drin, Kirche oder überall, wo Menschen zusammen sind, jede Gruppe, du kannst auch in den Turnverein gehen, ist genau das Gleiche. Es gibt immer mega viele Spannungen. Und wir haben viele Spannungen und wir streiten viel zu wenig. Wir streiten viel zu wenig. Glaub's mir, wir streiten viel zu wenig. Weißt du warum? Weil sehr oft, wenn irgendeine Spannung da ist oder so, dann reden wir viel zu oft darüber reden mit anderen und darüber tratschen, anstatt dass wir hingehen und wir lösen den Konflikt. Und ich bin auch einer von denen, weißt du? Es ist viel einfacher, darüber reden. Ja, weißt du, der Christoph ist immer am Handy. Er muss auch erst am Arbeiten. Es ist viel einfacher, als zum Christoph nachher gehen und sagen, Christoph, mich hat es genervt, bist du am Handy gewesen. Das nervt mich übrigens nicht, du kannst weiter am Handy sein, wurde gemein. Da komme ich nachher nicht. Aber wirklich, in der Kirche, glaub mir, es gibt immer Spannungen und darüber reden, wir sind so gut drin. Und der Scheiß ist eben, in gewissen Kirchen etabliert sich das wirklich und man hat die Kultur, man geht nie auf jemanden zu und sagen, hey, ich habe ein Problem mit dem und dem, sondern es ist immer nur, es wird hin und her geredet. Hey, und das können wir nicht tolerieren. Meide Tratsch. Und wenn du in einer Gruppe drin bist, wo tratscht wird, dann bitte bist du die Person, die sagt, ich wäre mega froh, wenn wir ein bisschen weniger über die anderen reden. Wenn du willst, kann dir einen Tipp geben oder kann dich begleiten, wie du kannst ansprechen. Aber komm, wir reden positiv über die anderen. So gut. Was ist jetzt der 4. Punkt? Jetzt kommt der 4. Punkt. Oh, das ist wichtig. Hört zu in diesem Fall. Nein, unterstütze deine Pastoren und Leiter. Geht schon. Ein Glück ist das im für Buch dich. gestanden. So, ja. nein. Hey, im Buch steht, wir schützen die Gemeinden, wenn wir die ehren, die uns dadurch dienen, dass sie uns leiten. Ich habe eine Geschichte für euch. Und zwar habe ich im Youth Plan mal mit meiner Leiterin ein Wochenende mitorganisiert. Und an dem Wochenende, wo das da war, habe ich Sachen gemacht oder müssen machen, die ich gar nicht recht gewusst habe, was ich da überhaupt mache. Und auch Sachen, die ich gar nicht so gerne gemacht habe. Und ich konnte das Wochenende nicht recht geniessen und bin so so fies. Und nachher, am Wochenende, als es fertig war, hat sie mir gesagt, hey Amina, du hast mich so freigesetzt. Und ich war so, hä? Und dann hat sie mir gesagt, sie hat endlich einmal Zeit gehabt, um einfach Gespräche führen, zum Beziehungen bauen, zum schwierige Gespräche führen und vermitteln. Und dort ist mir nachher einfach bewusst worden, dass sie als meine Leiterin das, was sie für mich ist, noch für viele andere ist. Und dass sie einfach so viel mehr Verantwortung hat, als einfach das Organisatorische und das, was ich ihr jetzt auch abnehmen konnte. Und dort habe ich mich einfach auch nochmal entschieden, um ihr auch zu dienen, indem ich Sachen mache, wo ich nicht weiss, wie es geht, aber irgendwie am Schluss gleich aufgehen und vielleicht auch Sachen mache, die jetzt nicht meine erste Wahl wäre. Und einfach zum ihnen so dienen und sie zu unterstützen. Und auch ich wäre nicht da, wenn es nicht so viele Menschen gibt, auch im 20s, die mich unterstützen. Und zwar sehr ganzheitlich. Einfach mich ermutigen und mich gerne haben, in all meinen Schwächen drin auch. Hey, Punkt Nummer 5. Auch wichtig, hab realistische Erwartungen an die Kirche. Zum Teil haben wir wirklich das Gefühl, sobald man in die Kirche kommt, dann muss alles besser sein. Eben schon nur der Pastor oder die Leiter müssen besser sein. Und hab realistische Erwartungen an deinen Leiter. Viele Leiter, die hier in der Kirche sind, tun sich mega exponieren und geben ihr absolut Bestes, aber haben noch nicht viel Erfahrung, aber haben unglaubliche Leidenschaft und kommen auch schnell auf ein riesiges Level. Aber hab angemessene Erwartungen einfach an alle Leiter, die da sind, und an alle, wie es organisiert sind. Es ist ein riesen Laden, eine riesen Aufgabe. Wir geben uns wirklich Mühe. Und alle hier in der Kirche sind so aufrichtig und reissen sich den Arsch auf und niemand macht es perfekt. Hab nicht zu hohe Erwartungen. Hab auch nicht zu hohe Erwartungen als Angebot für die Kirche. Wenn es dir bis jetzt immer schwierig gefallen ist, im Leben Beziehungen zu knüpfen, kommst du hier in die Kirche und es wird dir wieder schwierig gefallen, Beziehungen zu knüpfen. Vielleicht ein bisschen einfacher, wir geben uns das Beste,
Aber es läuft auch nicht immer alles geschmiert. Wenn du da ankommst und du willst jetzt im Glauben zack wachsen, ja, vielleicht gibt es etwas, wo Gott dich bewusst, aber weißt du was, wir als Kirche sind nicht verantwortlich für dein geistliches Wachstum. Das ist Jesus zum Glück höchstpersönlich. Ja. Und wir können auch nicht dir die besten Freunde anstellen, das sind jetzt deine Freunde, aber wir können es ermöglichen und wir geben uns das Beste. Hab realistische Erwartungen. Und dann auch aneinander. Lass uns realistische Erwartungen haben. Du wirst halt Menschen hier treffen und eine Kirche ist halt einfach mal eine zusammengewürfelte Gruppe von Leuten, die extrem Jesus brauchen, weil sie selber viele Sachen nicht auf die Reihe kriegen. Und ich bin der Erste von denen. Ich brauche Jesus extrem. Und das ist etwas mega Schönes aber auch. Also hab normale Erwartungen, weil dann weißt du auch, das Level, wo du Erwartungen an andere hast, ist auch ein Level, wo du nachher damit gemessen wirst. Und es ist für dich viel einfacher, dich happy zu fühlen in der Kirche, wenn du weißt, hey, ich baue selber ein Leben auf der Gnade und ich liebe es, gnädig zu sein mit anderen Menschen. Come on. Und der 6. Punkt ist, übernimm Verantwortung. Amen. Ich glaube, um genau das wachsen, braucht es Verantwortung. Oder müssen wir Verantwortung übernehmen und wachsen wir mehr, wenn wir Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, du kannst mit Verantwortung in der Kirche kommst du einfach auch nochmal dem Jesus näher. Und ich bin vor einem Jahr in 20 gekommen und habe zuerst mal gesagt, ich mache mal gar nichts. Ich habe gesagt, 5 Wochen setze ich mir eine Grenze, ich mache nichts. Ich komme einfach und bin einfach da, tank auf. Und dann habe ich gesagt, so, und dann mache ich das, was mir gerade vor den Füßen liegt. Und dann hat mich Julia gesehen und gesagt, hey, willst du nicht in Stettbacher kommen? Wir brauchen dort noch Leute. Ich durfte dort reinschauen, reinstehen. Und habe gesehen, hey, die Welcomers sind nur 2 Leute, sie brauchen noch mehr. Dann konnte ich dort reingehen und mich dort investieren und dort Verantwortung übernehmen. Und es ist weitergegangen, dass mich einfach Julia gesehen hat und mich als Host nachher eingesetzt hat und gesagt hat, hey, und sie ermutigt mich dort, dass ich das kann. Und sie hat mich ermutigt, dass ich einfach immer mehr Verantwortung einnehmen und einfach wachsen. Und darum, hey, ich möchte dich ermutigen, nimm Verantwortung ein. Es gibt so viele Bereiche, so viele gute Bereiche in unserer Kirche, wo du reinstehen kannst. Yes. Wenn du dich gefragt hast, wie es kann sein, dass wir immer so ein cooles Bühnenbild haben oder warum wir immer so gutes Licht haben, Techniker, dass das Mikrofon funktioniert und ihr mich alle hört und alles Mögliche. Hey, es gibt so viele gute Bereiche, wo du Verantwortung reinnehmen und reinstehen. Und wenn du mehr möchtest, Verantwortung übernehmen in unserer Kirche, in 20s, dann komm auf uns zu oder komm auf das Welcome-Team. Die nehmen auch so viel Verantwortung ein. Und komm und mach da deine Wiese. Wir tun es dir einfach und komm und sehen, was du siehst, steh ein. Die Perspektive verändert sich eben extrem. Sobald du noch jetzt eben Verantwortung übernimmst, merkst du, du bist nicht mehr einfach ein Besucher oder ein Nutzer. Es ist nicht mehr einfach wie bei der Migros, wo du ein Kunde bist. Du bist kein Kunde vom 20s mehr, sondern du bist ein Teil vom 20s und klingst dich ein eben in die ganze Mission, die Gott mit uns eben geht. Und das ist eben super powerful. Ja, du lernst so viel mehr Leute kennen. Ja. Das ist so cool, vor allem jetzt ist es eben schwierig voilà. Mit diesen Settings. Und dann lernst du einfach schnell Leute kennen, das ist super. Wir sind so geniale Leute im 20s. Das weisst du aber wahrscheinlich auch. Ja.